Die Musik von Fire Emblem Fates ist durchaus episch, aber ganz ehrlich, der Gegner hier geht mir auf den Sack. Ein Hoch auf Nimmerfail, weil er nimmer fehlt. So, das wäre getan. Ich muss noch dir noch ein paar davon auslöschen. Mit Fogado-san im Doppelpack wäre ein Bündnis möglich, aber andererseits, wir gucken mal, wa? Also, ich habe noch ein paar von den Viechern. Ich habe natürlich auch Louis und Hector. Engage. Das Runenschwert gar nichts bringt. Ist schon ein bisschen doof. Sagen wir mal so, wie es ist. Nein, was jetzt betrifft überhaupt, das ist das Problem. Also auflösen, das bringt momentan nichts, das ist doof, aber so muss es sein. Die Beilev-Kombi mit Edelgar-Kombi habe ich ja auch noch, heißt, ihr könnt theoretisch hier nochmal einsetzen, danach gäbe es zur berühmten Haus-Kombo. Ich mache mit Luni erst einmal hier einen mächtigen Meisterbogen-Move. Problem ist, wenn ich mit Luni einfach so engage, bringt es glaube ich auch nicht viel, wa? Ah ja, engage, ihr kennt's. Hä? Der Move bringt lustigerweise viel mehr. Normal mit dem Meisterbogen angreifen, da bringt's nichts. Hä? Also nichts, einfach nicht so viel. So, ich guck mal, wie es in diesem Part läuft, sonst schaut euch vielleicht sogar die Animation auch in unseren eigenen Zügen aus, weil das dauert schon. Muss man dazugeben. Ich hätte irgendwie gedacht, ich könnte mit ihr vielleicht hier vorbeischlagen und den noch platt machen. Einfach nur so angreifen, ich meine, es geht schon. Aber wir haben nicht viel davon. Kurz abwarten. So, wir haben noch die Kombi. Da bringt mir Elfendonner hier irgendwie gar nichts, lustigerweise. Wenn ich ihn noch hier hinstelle, natürlich auch noch engagen können, aber ich gucke gerade, ob irgendwas, warte mal, wenn ich hier hinstelle. Ich könnte so das Bündnis machen, ich könnte aber auch so normal mal angreifen. So, sie soll hier bleiben, weil jetzt kann ich hier nämlich die Hauskombo Plus machen. Yes! Ich liebe die Hauskombo Plus. Ah, he, hi, ho! Ah, ne. He, ho, ha! Ha, he, ho! Warte mal, ha, he, ho. Das stimmt, diese Reihenfolge nach. Das Alphabet. Hat die Freehouse-Charaktere vereint, das ist ja so geil. Ich geh steil, lalala. Aber richtig steil. So, jetzt kann ich natürlich nochmal angreifen. Ne? Das ist das Besondere an der Hauskombo Plus. Mit Nimmerfail. Mal schauen, dass er ablockt. Denn ich
Greif ja zweimal an. Yunaka. So. Hallo, ich bin's. Und ich mache dich jetzt platt. Und auch nicht. Oder auch doch. Ich entscheide mich mal noch. Mache ich dich platt, mache ich dich nicht platt. Nö. Ich block lieber. Macht mehr Spaß. Warum auch immer. Giga Donnerschwert. Wow, wird genau reichen. Krass. Ja komm, ich mach's mal. Ich sehe nur noch der Zug. Sollte ja das Band die Kommentare noch ein bisschen erhöhen. Ich glaube, den Kommentare-Ring gebe ich jemand anderem später. Fugado vielleicht sogar. Können wir uns Kombi ganz gut vorstellen. So, die Frage ist halt, greift die Alte auch mal die Dinger hier an, damit ich einfach hier durch kann? Das ist nämlich gut zu wissen, weil dann hätte ich gesagt, ich spare mir die Kämpfer. Also beziehungsweise ich platziere doch mal alle hier. Mein Lockvogel durchschicken will ich noch nicht, das ist noch zu heikel. Ja, das kann sowieso stärken, das war zu erwarten. Jetzt, nee, ist trotzdem Geröll, wa? Also, ich meine, die haben ja sowieso eigentlich auch nichts Besonderes von Items her oder von Waffen. Ich hätte deswegen gesagt, komm, ich vergesse das Ganze, ich gehe direkt hier durch. Also mehr oder weniger zumindest. Wenn ich hier bin, komme ich eh schon hier oben durch. Ja, da passt also. Ich muss eigentlich nur hier oben durch, vor allem. So, manche Angriffe sind jetzt schlecht bei ihr. Können wir noch ein bisschen höher werden? Dann muss ich mal gucken. Das ist halt kein Speed, weil deswegen doppelt sie auch nichts. Das ist halt das einzig Doofe bei ihr momentan. Yunaka, die Kombi. Wir gucken, ob jemand kommt. Sagen wir es mal so, wie es ist. Stahl Großlanze. So. Natürlich mit die Dinger schon eingesetzt war. Natürlich machen könnte, wenn ein Doppelgänger. Gerade wenn dahin wieder so ein paar Arschgeigen kommen. Weil ich das gar nicht mal so schlecht finde eigentlich. Irgendwie alle im Weg. Der Wichtanz erwischt. Er wurde erwischt. Du. 19. Ja, Erzmaximum reicht, Freunde. Er hat das Maximum. Du. So, Doppelgänger mache ich nachher. Das heißt, Fugado kann sich noch was abholen. Jo, wer trifft auch? Nö. Das ist definitiv kein Treffer. Muss er halt so machen.
Korrektur, dann muss es halt so machen. So geht's doch. Weiß er, kann ich hier noch irgendwie was machen oder irgendwie aushelfen? Kampftechnik einsetzen, bringt sowieso nichts mehr. Weltberühmte Beilef-Kombi. Kein Schaden, krass. Wie einfach nicht trifft gegen diese Viecher. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, komm. Tut mir leid dafür, aber wie bereits erwähnt, ich muss das jetzt zurückstellen, die Animation aus, weil das Kapitel dauert mir zu lange. Das sehe ich jetzt schon, dass es sehr lange dauern wird. Ja, ob der Magier kommen wird, ist eine andere Frage. Dann haben wir den Typen da. Einer weniger. Dann gehen wir mal zu Bougeron. Ne, warte mal, ganz kurz gucken. Okay, Siedler kommt doch ein bisschen weiter als erwartet. Sehr gut. Ich überlege, ob ich irgendwie den trotzdem mal guten Tag sage vorher. Schon was vom Kriten gehört, Kumpel? Ah, jetzt haben wir dasselbe mit denen. Mit angeblichen Kritern. Mich nimmt gerade Wunder, ob sie eigentlich der Feuerangriff gegen den guten Damage macht. Ja, wie zu warten war. Klar, von da hinten schlägt Michael zu. Mitsu meine natürlich. Okay, Feuerlanzenstrategie, aber die können funktionieren. Sehr gut. Dann würde ich mir halt hier gerne den da unten schnappen. Ein bisschen Heal schadet nie, ein bisschen Heal schadet nie. Vehemenz, ja, er hat's richtig drauf. Und das Speed-Typ 37 Speed schon, Alter. Der speedet durch. So. Ich bleibe glaube ich mal ganz kurz hier und heile ihn nochmal, weil das ist noch nicht ganz geheuer. Danach haben wir Stärkung noch einsetzen. Erstmal Level Up für Hortensia. Level 11 schon. Ach ja.
Die kommen ja schon, aber eben nicht. Ich sag, kriege das Teil ja platt oder nicht? Das ist halt die große Quizfrage. Also, ich meine, er wird schon irgendwie platt kriegen, aber die Frage ist halt, klappt das auch so, wie ich es mir vorstelle? Ja, komm, wir holen den Rest mal jetzt zurück, weil ihm das gefällt mir nicht. Ich frage mich irgendwie auch, ob da einfach endlos viele kommen. Zutrauen würde es dem Gegner. Sehr schön, dann darfst eigentlich du hier noch was machen. Ich weiß, wir haben hier noch Magier, aber ganz ehrlich, wenn der, obwohl, dann machen wir mit Elfenlicht doch mehr Damage als erwartet. Das, sag mal Chloe, was kannst du eigentlich? Du bist normalerweise schnell und so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, mittlerweile, muss ich sagen, hast du ziemlich nachgelassen. Junge Dame. Doch noch ein paar Level-Ups fixen das wieder. Jetzt ist er wieder da drin, war und eben, es geht natürlich ein bisschen Damage. Bei denen ja weniger, okay, dann wird es überleben. Nein, bloß irgendwie, ich kann natürlich Dinge, die irgendwie Drachenader irgendwie einen Effekt erschaffen, wa? Eis, um übers Wasser zu gehen, das wäre halt geil. Aber das ist gerade ein bisschen schwierig. So, wer kommt jetzt hier? Doch, der Typ, mit der Stahlaxt. Ja, gut, dann will man sagen, kann ruhig kommen. Er kann Boucheron Louis eh nicht brechen, also shit happens. Aber Kritten wären wir doch gewesen, war krass. Zug 13 irgendwie greift ihm noch nicht an, war da oben. Bin ich irgendwie leicht creepy. Hä? Mit der Meißellanze greife ich schnell an. Okay, hä, wieso geht's mit der Meißellanze nicht? Okay, creepy. Mit der Silberlanze nicht. Achso, nee, Quatsch, bin ich doof. Natürlich geht's nicht. Wie auch. Vehemenz klappt nur bei einem Speed-Vorteil von 9. Stimmt, da war ja was. Dann bleiben wir schön hier. Dann haben wir dann einen Typ mit Panzerbrecher.
würde man sagen, darf er gerne mit diesem Panzer brechen, wenn es Spaß macht. Louis ist schon gut unterwegs. Ich hätte gern bei ihr noch ein bisschen mehr Power. Bogenfertigkeit, ja gut, kommt halt darauf. Klar, jetzt hier mit Louis, ist natürlich mit Panzerbrecher ein bisschen doof, aber andererseits, ja, physischer Angriff, Differenz, die macht's halt aus. Ich will mal gucken, wann Camilla das nächste Mal zuschlägt mit ihrem seltsamen Move, wo sie über Entfernung hin Gebäude platt macht. Ich weiß nicht, ob man mal die hier vorknöpfen soll. Was eigentlich ziemlich bescheuert wäre. Ja, mit Mais langsam zuerst Platz zu machen, das geht. Aber dann war das noch ein Speed-Vorteil, den ich natürlich nicht habe. Das ist halt doof. Oder das Doofe, insofern. Ja, man sieht, ich komme irgendwie nicht weiter. Ja, wir müssen halt doch links unten weiter. Okay. Bringt nichts, gehen wir. Hat Kofi können irgendwie hier eine Abkürzung nehmen, aber Camilla will nicht. Dann ist's halt doof. Du, 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 du. La, 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 la. Ich dance, du, 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 for the champs. Sie hat zwar nicht unbedingt viel mehr Resistenz, aber besser als nichts. Ah, da kommt eine Verstärkung. Kommt die eigentlich endlos oder was? Schon fast zuvor. Man ist schon Meisterbogen, da wäre jetzt ein Crit dann schlecht gewesen, ganz ehrlich. Okay, ja, ist ja noch ein Pegasus-Ritter, die haben eine höhere Resistenz. Sag mal. Ja, es dreht keine. Ich weiß, sie dreht die Kugel nicht. Sonst wäre es besser gewesen, sie dreht dafür die Kugel. Es ist die Mega-Kugel. Panzerbrecher, ja, kann machen. Ja, Bündnis, Engage. Auge des Sturms machen mit Runenschwert zum Heilen. Ist zwar magisch, bringt nicht viel, dass der Gegner nicht so viel magischen Dinge jetzt hat. Mache Wolfbeil. Das gute alte Wolfbeil, wer kennt's nicht? Eine Stärkung, nee, ist noch zu früh. Dann machen wir lieber hier. Dance, everybody, dance.
Die Verstärkung von oben kommt zuverlässig. Das ist schon mal interessant, sag's mal so. Danke für den Heal. Irgendwie hat das Gefühl nicht los, dass die Verstärkung von oben wieder jeweils kommt. Also diese Pegasus-Ritter oder so. Der Greifenritter, whatever, dass die irgendwie gar nicht mehr... naja. Wie soll ich sagen? Dass sie irgendwie gar nicht mehr richtige Erfahrungspunkte geben. Kann das? So, ich lasse den Rest mal hier stecken, weil alles andere bringt irgendwie eh nichts. Können wir hier durchquetschen. Hier ein Heal. Ich würde sagen, sie kann eigentlich noch gut da oben bleiben. Ne, kann man auch hier durch. Ah, scheiß Sammeln. Muss den Sammelfaktor mehr machen. Genau die drei, die mir da kommen. Ah, jetzt macht sie da was, okay. Wow. Da brauche ich mir gar nichts sehen. Der Typ greift irgendwie auch nicht richtig an. Bei dir spielt es mir ein wenig eine Rolle, gebe ich ehrlich gesagt zu. Eigentlich muss ich hier erstmal angreifen, nachher wieder abhauen, aber ich kann ja nur immer 2 Felder latschen, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich muss eigentlich mit Chimera machen, in der Hoffnung, dass ein anderer Typ irgendwie da noch triggern kann, genau. So, lasse ich euch mal mehr oder weniger hier, weil, ja, es kommt auch in der Mitte halt immer wieder Nachschub. Sie kann gut nach da unten, dann du kannst mal nach dahin. Die Lockvogelstrategie wäre natürlich auch mal eine Option gewesen. Tut schon wieder Scheiß. Was der Magier da jetzt kam und vorhin nicht. Naja. Und nochmal Verstärkung. Warum auch nicht? Ich habe sonst nichts zu tun. Sehr gut. Ja, dann gönne ich dir den gar Chloe kommen. Beziehungsweise, nee, ich gönne Yunaka. Ja, das sind schöne Werte, Freunde. So lobe ich mir das. Ja, da muss ich noch ein bisschen was machen, muss man dazugeben. Ja, genau, sammeln! Bringt wohl nicht viel. Jetzt, wie gehe ich hier vor? Wir haben ein paar Typen. Die wissen offenbar gar nicht,
Das ist natürlich sehr, sehr gut. Die so doof sind, um sich zu bewegen. Der erste Streich, dann kommt der zweite Streich. Mit Ragnell ab sofort, okay. Ein bisschen Ragnell. Da sag ich niemals nein. Du. Stechender Blick. Blockiert neben der Einheit 4 Fällen Diagonale und dann? Das ist der hier, war. Okay, krass. Stechender Blick ist klingt cool. Frage für einen Tank. Ah, jetzt haben wir natürlich den Quatsch wieder. Hab schon fast vergessen. Level Up für Fogado. Ja, auch er ist ein guter Dude. Er macht sich einen Namen. Sagen wir es aber, wie es ist. Runenschwert. Das ist aber gegen andere Tanks natürlich geil, weil es eine magische Waffe ist und halt damit sogar noch. Da kommt jetzt gar nicht mehr durch. Sie habe ich auch noch zur Not, wenn ich noch was machen kann. Ich habe beide noch nie eingesetzt mit ihr. War ja bisher auch nie nötig. Ein Sieg für Luisan. Okay, aber ja, heißt halt schon, dass Camille nur angreifen, wenn wir Fortschritt machen. War genau. Wenn wir eigentlich immer ordentlich still bleiben, greift sie nie an. Das ist irgendwie auch doof. Wobei, ist so wie es ist. Nein, mein Runenschwert ist weg. Scheiße. Alter, das reicht beinahe. Naja. Heilung mit ihr ist aber so geil, muss man auch mal sagen. Macht richtig, richtig Spaß. So, jetzt haben wir hier natürlich viele Pegasus-Ritter, die haben alle möglichen Scheißwaffen, wie auch der Typ mit dem Donnerschwert. Der mich hier eigentlich nicht weiter stört. Die Frage ist... Wenn ich halt den da habe, kommt der andere auch nach, wa? Ich frage mich halt gerade, ob ich nur zum Beispiel den hier nutzen soll. Hä? Einfach in gerader Linie kommt er runter. Da ist der Langbogenfuzzi. Ich teste das mal. Ah, da kommt wieder einer. Ganz ehrlich. Kann ich mal guten Tag sagen. Hallo. Na du? Auch hier? Entschuldigung, wollte mich noch unterhalten, aber du weißt, wie es läuft. Wer ist denn da oben? Das sind Silberdolch-Veteranen. Ah. Ja, sonst hätte ich gesagt, greife einfach von hier aus an. Dann lasse ich euch einfach mal hier. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob Camilla die Dinger wirklich komplett kaputt macht, weil sonst ist es doof.
Offenbar macht sie es ja nicht, deswegen, ja, bringt nichts, komm. Ich hol die anderen zurück. Ne, bei dir brauche ich es nicht, weil du greifst relativ bald oder schnell wieder an und hast deswegen die Leiste bald wieder voll. Ah, okay. Schade, da hatte schon kein der andere. Ah, was ist denn jetzt wieder los? Panzerbrecher, Alter. Was ist los mit euch? Hau ab, Louis, hau ab! So, stechender Blick, ja. Den haben wir auch noch hier, da hat immer noch gar nichts gemacht, kein einziger von denen. Na, ich lock die mal an, komm. Ich habe auch noch Meister Bougeron, nicht zu vergessen. Der Stahl Großachs geht natürlich auch. Meisterachs haben wir hier zwar gerade lieber. So, und dann mach hier mal sammeln. So. Pabegos Ritter kommt natürlich immer wieder nach, das ist klar. Gleichfalls. Ja. Ja, manchmal kommen die, manchmal nicht. Das ist irgendwie ein bisschen creepy mit denen gerade. So, ist außer jetzt da noch eine große Flotte vor mir und dann haben wir es aber. So sieht es so gerade aus. Hier, komm, mein Freund, lass mir noch was übrig. Produktion können wir gerade schenken, dann da kommt eigentlich da hinten alles. Elfenflut, Elfenflut. Das ist ein riesen Chaos hier gerade. Eigentlich Hector, aber gegen 2 Magier dazwischen noch ist doof. Zwei Elfenflut-Fuzis. Kriege ich die noch anders platt auf die Schnelle? Ja, natürlich kein Speer mehr. Sonst wäre es ein anderes Thema. Der greift zuerst an, das ist doof. Und dann beschützt und Protection, natürlich noch doofer. Ich meine, du kannst nicht abhauen, zur Not. So, Rabbiner 2, keine Sorge, aber nicht vergessen. Ich will nur ganz kurz gucken, ob der Trick einigermaßen aufgeht. Ja, okay, muss natürlich jetzt zuerst angreifen, ist klar.
Jetzt kommt der Stahllanze, ein Ritter tot, die kommen alle bei ihm nicht vorbei. Das ist alles gut. Gut, ist es gut, Freunde, gut. Richtig guten. Guten. Mit dem Donnerschwert kein Erfolg. Nein, nicht mit mir, nicht mit dem Donnerschwert. Das kannst du knicken. Dafür kriegst du hier mit der Silberlanze auf die Fresse. Boom. Oh, boom. Boom, de boom. Hohe Gewalt. Ja. Hat ein bisschen was von. Stirb. Mit der Macht des Bougeron. Was? Wo ist die Macht des Bougeron hin? Vehemenz Plus ist noch schneller, Geschwindigkeit 36. Ey, jetzt doppelt er mittlerweile alles. Also, wurde eigentlich nach... Okay. Ja, viel Spaß dabei. Ich habe flinke Response. Ich konnte einfach sofort wieder selber. So, da vorne hat er schon mal abgesperrt quasi. Also doch, sie macht die Dinger doch platt. Ey, Camilla, du bist doch ne... Ja komm, dann gehe ich wieder hier durch. Weil hier kann ich eigentlich problemlos direkt zu ihr durch. Ja komm, mach es so, weil das, sonst dauert mir das lange. Alter, Camilla, ey. Hättest du auch früher machen können, Scheiß. Okay, das ist ein bisschen hartnäckiger, der Typ. Was ist los mit dir? Angreifen. Da mal gucken, was so Schaden machen würde. Gar nicht mal so schlecht. Gut, ich meine, 9x4 wäre jetzt besser gewesen. Ich glaube, Siedler kriegen auch so weit, dass der im Kampf zu gebrauchen ist. Ich habe jetzt groß Vertrauen in ihn. Ja, guck mal, jetzt kommen wir hier einfach durch. Ach, Camilla, ey. Camilla T wäre mal lieber gewesen. Versteht ihr, Camilla T? Egal. So, ja, komm, dann hau ich hier ab. Mit dem Fliegenden kann ich jetzt zwar theoretisch auch hier rüber. Ich glaube, die lasse ich auch hier, weil... was sollen die sonst machen? Ja, komm. Ich mache so, ich lasse ihn hier. Ich mache hier Stahlgroßlanze. Wieder Spaß haben. Wir haben doch noch jemanden im Team. War das, wo ist sie? Hier. Im Teleport, genau. Noch einmal nutzen, okay. Nutze den mal und kann du ihn dann noch was woanders hinschicken. Dann verzieht der Rest hier. Dann komme ich hier gar nicht weiter. Ne, Louis, du machst das schon. Und theoretisch können wir hier noch ein bisschen angreifen, unterstützen. Wegen dem Heilen. Sie ist ja auch relativ flott unterwegs. Also ich sehe, die fliegen ein, sie kann nach oben durch. Das spielt keine Rolle. Gut. Noch die Zeit, 45 Minuten, ja, ich muss langsam aufhören. Schon wieder. Mit dem Rittertod gegen General. Macht Sinn, Freunde, macht Sinn. Oh, diese Camilla, ey. Was ich bloß vorgewusst hätte. Die kommen ja auch schon relativ schnell da hinten. Stahlschwert. Die Angst aber vor denen eigentlich keine, wenn er Hehler sein soll.
So, jemand von unten oder von euch hier noch das Engage-Feld mitnehmen. Und dann nicht nötig hier, wa? Dann sind noch 2 offene hier. Ja, wobei doch, eigentlich hätte es gern bei ihm hier. Sida könnt ihr noch mitnehmen, weil das lohnt sich irgendwie. So, mit der Strategie generell kommen wir hier sehr gut durch und natürlich noch ein bisschen angreifen. Aber weil es kann. Und weil es Spaß macht. So, auch die Bahn ist noch besser geworden. Sehr gut. Louis Hector ist aber da voll. Kann natürlich wieder reingrätschen. Trotz Abwehrhaltung keine Chance. Nicht gegen Louis den Zerschmetterer. Er schmettert auch. Jetzt kommt jetzt ein ganz anderer Typen nach vorne. Ups, so kommt die plötzlich her. Wie weit ist meine Reichweite? Scheiße. Ja gut, Engage Time, Freunde, bringt nix. Was ist das wieder für ein Typ hier? Stahlschwert, okay, der tut nicht weh. Der kommt eh weiter, das heißt, er kann hier eigentlich gut einfach schnell abhauen. Hier natürlich auch, aber noch engagen. Das ist eine scheiß Trefferquote unten. Jetzt trotzdem alleine hier oben durch. Habe ich hier überhaupt eine Treppe? Ah, da oben! Nee. Den Quatsch mache ich nicht. Ja, da sehen wir ein paar Gegner zu viel gerade. Meistaxt und so. Das habe ich nicht so gerne. Die meinte Mira kommt eh nicht weit. Hä? Warte mal, da war ein Fehler. Ich wurde gerade angesagt, wir killen. Momentchen. Was gerade? Ich dachte, wir müssen killen. Was ist denn das? So, schon ein bisschen besser, wa? Dann haben wir hier natürlich auch eine Meister-Axt. Super. Weil kommen die Typen. Und der und der. Und hast nicht gesehen. Okay, Trick 17.
Trick 17 gleich später Crit oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Wir waren ein bisschen spät unterwegs, Freunde. Ah. So. Nur kann wieder safe. Dann machst du schnell mal tanzen, bitte. Haus nach hier ab und du erschaffst den Doppelgänger. War schon da fast ein bisschen knapp, Freunde. Ja, die Doppelgänger sind ein bisschen doof, weil ich habe zwar noch 2, aber die sind halt zu weit weg. Oh Mann, ey. Toll. Okay. Nein, wir gehen natürlich jetzt von hier aus, war von sammeln alle hier drüben, gehen wir hier durch. Der Weg ist ja hier frei, vielleicht macht sie zwischen noch das hier platt und dann sind wir schon bei hier oben. Und die hier drüben lassen wir alle aus, weil ganz ehrlich, der bringt nichts. Müssen wir nicht alles übertreiben, Freunde. Ich hasse das, wenn sie das tun. Ja, mach Ebenbruch, also von dem her, gut. Hat kommst du noch mit dem Angriff, mit dem Gewitter? Gewitter! Ah. Wir werden eigentlich alle stark unterwegs, das heißt... Ganz schnell hier hoch, nochmal ein Level Up. So, jetzt aber. Ich kann nämlich da, nachher dahin, dann kann ich hier Katalysimus-Dingsbums einsetzen. Trifft aber viele. Meine eigenen Einheiten auch. Na egal. Manchmal sind diese Fähigkeiten ein bisschen broken, oder täuscht das nur? Ich weiß nicht so recht, Freunde. Ich weiß ja nicht. Manchmal ist es noch ein bisschen... ein bisschen broken. Der gute alte Broker, wer kennt ihn nicht? Verlegung, vergessen wir wieder. Eine Option. Stab. Ich weiß was, Stärkung haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Master Bow, Master Bow, Master Bow. La, 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 la. So Leute, das sieht schon wesentlich besser aus. Ist noch der hier, den du angegriffen wird, ist klar. Können wir restlichen Truppen hier vorne noch positionieren und dann marschieren wir den nächsten Part hoffentlich nach hier oben durch, mehr oder weniger. Und kriegen es dann hin, in den nächsten 50 Minuten. Ey, Alter. Ich muss dazugeben, das Kapitel hier ist nicht so nervig. Weil es so offenläufig so ist, wie zum Beispiel das mit Soren. Gut, dort war es nicht offenläufig, das Gebiet, sondern es war einfach halt Vulkan. Dort war es eher zu beengt quasi. Das Gebiet von Chrome, Darain, das war hingegen zu weitläufig, da habe ich alles abdecken müssen, ist natürlich doof. Das hier ist einfach langwierig. Aber nicht wirklich schwierig von dem her. Man sieht es auch anhand der Dinge, die ich noch habe, Ladungen, sind noch 7 Stück. Wir haben schon lange gekämpft, also ja, mühsam, aber es geht. Und wie es weitergeht, hoffentlich erfahren wir das in der nächsten Folge. Zurück bei Fire Emblem Engage. Genau. Bye bye.